Hallo und herzlich willkommen bei Uns Sprach ist Heimat, dem neuen Podcast vom Kulturhof Fellbrück. Wir sind heute zu Gast beim Theaterverein Lampenfieber in Niederelvenich und werden gleich mit ein paar Mitgliedern des Vereins über ihre aktuelle Produktion sprechen, aber auch darüber, was diesen Theaterverein so besonders macht. Nämlich ein herausragendes Bühnenbild, die Liebe zum Detail und auch, dass sie auf Mundart spielen. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, ich bin Thomas Kreuz, der Vorsitzende des Theatervereins Lampenfieber Niederelvenich. Wir sind in Niederelvenich in der Dorfhalle. Hier wird immer das Stück aufgeführt. Wir sind quasi daheim. Ich bin Werner Sonneberger. Ich kümmere mich um die Lampen und ich darf die Regie machen. Und das alles macht mir sehr viel Freude. Ja, mein Name ist Niklas Schleifer. Ich spiele jetzt das zweite Mal mit und ich freue mich, wieder im Wohnzimmer zu sein. Ich bin Helga Hettmer und ich bin leider noch das einzige Gründungsmitglied, was auf der Bühne steht. Helga, magst du uns von den Anfängen des Theatervereins ein bisschen erzählen? Also für 37 Jahre war hier im Dorf Kirmes. Und da kamen Bekannte bei mich und sagten, Helga, hast du nicht Lust, Theater zu spielen? Wie sag ich, Theater spielen? Habe ich noch nie gemacht. Ich ging zwar in die Bütt, aber Theater spielen, ja, könnte man ja endlich probieren. Wer fragen wir dann? Et Annemie, et Rosi. Ja, wir hatten ja nicht genug Glück. Da haben wir Handzettel gemacht. Wer hat Interesse am Theaterspielen? Treffpunkt dann und dann bei Hetmers. Und da sind noch ein paar Leute gekommen und zwei, die haben dann auch mitgemacht. Und aus Manslück von der Regisseurin, der Uli und mein Götter, hatte die Mutter notgedrungen mitspielen, weil wir zu wenig Glück hatten. Ja, und so ist der Theaterverein entstanden. Wie war das damals mit euren Aufführungen? Wie oft habt ihr gespielt und wo habt ihr gespielt? Also das erste Jahr haben wir nur einmal gespielt. Und wir haben echt gezettelt und haben gedacht, hoffentlich geht er überhaupt inne. Und die Bude war wie gerammelt voll. Die Bekannte, Freunde, Familie und die Leute aus dem Dorf, die waren natürlich neugierig, was machen die da? Und im zweiten Jahr, da haben wir zweimal gespielt und da war es immer noch gerammelt voll. Und dann haben wir gesagt, mir Leute dürfen wir nicht reinlassen. Und da sagten ein paar aus dem Dorf, und wenn wir uns eine Stuhl von daheim mitbringen, wir kommen. Und so hat das sich gesteigert, dass wir ja immer mehr Vorführungen hatten, weil wir sonst die Leute nicht umgebracht kriegen. Konntet ihr von Anfang an die Dorfhalle Niederelvenich nutzen? Ja, wir haben immer in der Halle gespielt, die Stunde Gott sei Dank hat. Und wir haben die ersten Jahre von der Stadt Sörpisch haben wir die Bühne gekriegt, wir hatten ja nichts. Und aus Holzresten haben aus Männern die Kulissen gebaut. Es war ja nicht da, wir hatten ja auch Geld. Da haben wir noch jeden Monat einen Beitrag bezahlt, damit wir überhaupt jetzt verwirklichen konnten. Auch Regisseur Werner erinnert sich an diese Jahre. In den ersten paar Jahren konnte ich mein Equipment mit der Schubkarre hierhin schaffen. Ja. Und ich musste nur einmal gehen. Es passte alles in eine Schubkarre rein. Eine Kabeltrommel, 4 Baustellen, Scheinwerfer, so Halogenleuchten und ein paar kurze Stücke Verlängerungskabel. Das war's. Mittlerweile habt ihr ausgefeilte Bühnenbilder, die Oscar-reif sind eigentlich und an denen ihr monatelang bastelt und Ja. malt und zimmert. Eigentlich sind immer die gleichen Teile. Und die eigentliche Ausgestaltung von dem Bühnenbild passiert innerhalb von 2 Wochen. Das sind die letzten 2 Wochen vor der Premiere. Wir nennen das heiße Phase. Dann ist Aufbau und jeden Tag Probe. Ja, und für uns ist halt immer wichtig, dass es eben keine weißen Wände mit 2 Bildern an der Wand sind. Ne? Dass sie so echt wie möglich wirken. Passiert es halt auch schon mal, dass wir einen Wohnwagen in der Mitte durchschneiden und einen Campingplatz bauen oder eine Treppe nach oben haben auf der Bühne oder einen Pool. Ne? Und. Da gibt es ganz haarsträubende Ideen, die der ein oder andere hat. Ne? Oder auch mal ein Klavier unter der Decke hängen haben in der Halle. Ja, aber das ist uns wert, bis ins kleinste Detail. Auch manchmal sind wir auch davon überzeugt, dass es
gar keiner im Publikum sehen kann. Ne? Aber wir geben ja am Ende die Möglichkeit, dass man näher rangeht und sich die Sachen auch anguckt. Ne? Und viele sagen halt immer so, der Vorhang geht auf und man hört wirklich so ein Raunen durch die Menge gehen. Und das ist natürlich für uns alle toll. Also mir ist wichtig, da etwas abzuliefern, so gut wie ich das nur irgendwie kann. Ja? Manches wird gesehen, manches auch nicht. Das ist egal. Aber so zu wissen, ich habe mit nichts gespart und wirklich alles reingehauen, was ging. Aber das hat immer Spaß gemacht, die Bühne. Wenn da ein Küche war und ich bin die Hausfrau, dann muss ich mich in der Küche wohlfühlen und zurechtfinden. Sonst war das muss passen. Da kann man vernünftig spielen, ne? Werner, frage ich jetzt mal nach, das Bühnenbild, wenn ihr die Texte lest und wenn ihr die Texte auswählt, habt ihr das Bühnenbild von vornherein schon mit im Blick? Also ist das ein entscheidender Faktor oder ist das dann was sich zum Schluss ergibt, wenn sowieso schon alles passt? Jetzt machen wir das Bühnenbild auch noch obendrauf schön. Das ist unterschiedlich von Stück zu Stück. Es gab schon Stücke, wo wir allein nur aufgrund der ersten Idee, wie ein Bühnenbild aussehen könnte, uns für das Stück entschieden haben. Also zum Beispiel das Stück mit dem Swimmingpool, ne? Das war so eine Nummer. Ja. Da war sofort die Idee da, boah, wie geil, und wir machen das mit echt Wasser, wo keine Sau mitrechnet, ne? Und das sieht zuerst so aus, als wäre das nur so ein angetäuschter Swimmingpool, aber irgendwann taucht da jemand patschnass draus auf und dann ist natürlich das Hallo groß. Da war es halt so, allein so die Idee, was für ein spektakulärer Moment das wird, das hat uns bewogen, genau das Stück zu spielen, in dem der Pool halt dann vorkam. Und bei anderen Stücken war es wieder anders. Ja, aber ich lese mittlerweile Stücke, muss ich ehrlich sagen, nach Bühnenbild. Also wir lesen ja, also in so einer freiwilligen Runde, wenn es dann heißt, jetzt müssen neue Stücke gesucht werden, wenn die Anzahl der Mitspieler feststeht. Und jetzt bei den letzten beiden war es auch wirklich so, dass ich den Abriss durchgelesen habe und konnte mir so ein bisschen vorstellen, wo spielt das? Und wie im letzten Jahr, dass es so ein vergammelter Bahnhof war, das gibt ja so viel her für ein Bühnenbild oder jetzt hier ist es halt ein Fitnessstudio, ne? Und das ist wieder was völlig Neues für uns und das wird auch wieder toll, ne? Und wirklich, ich lese Stücke, das ist ein tolles Bühnenbild und dann lese ich das mal so grob durch und dann ist es auch noch witzig und am Ende machen wir mit unserem Regisseur ja sowieso irgendwie was draus. Ne? Und ja, am Ende, wenn wir dann anfangen zu dekorieren, das ist ja für uns alle, ne? Jeder bringt was mit, jeder hat eine Idee, da könnte doch das hin, nee, das ist doof, das nehmen wir wieder weg, ne? Und dann wieder was hin. Und so kommt immer mehr auf die Bühne. Das ist schon, ich finde, da treffen Generationen aufeinander und das ist eine tolle Geschichte. Das ist mir aufgefallen letztes Jahr, als ich bei euch hier war. Ich habe ja auch noch andere Theaterproduktionen hier im Raum gesehen und habe mir gedacht, die Niederelvenicher zeichnen sich eben dadurch aus, dass so ein schöner künstlerischer Anspruch vorhanden ist. Also, dass es nicht nur darum geht, wir setzen uns oder stellen uns mit mehreren Menschen auf die Bühne und verkörpern ein Theaterstück, sondern wir machen dann Kunstwerk draus. Also, ja, das war hier das Gefühl und die Stimmung und das fand ich großartig. Das hat also es hat mich total begeistert. Und dann denke ich mir, ihr habt ja aber wahrscheinlich auch nicht so angefangen. Das ist doch gewachsen bei euch, nehme ich an. Natürlich gab es da eine Entwicklung, auch eben im Aufbau und so weiter. Ne? Am Anfang war es halt so, dass wir hatten die Kulissenteile, dann wurde noch ein Himmel drüber gespannt und so weiter. Aber dann ist man immer von dem Aufbau her, immer von dem gleichen Aufbau ausgegangen. Ne? Man hat tolle Tapeten ausgesucht und so weiter. Aber mittlerweile eben durch diese absolut wahnsinnigen Ideen, da irgendwas zu machen, hat sich ja wirklich viel verändert.
wir haben je nachdem in einem Wohnzimmer oder der Küche ausgeräumt. Also wir haben immer Wert drauf gelegt, dass wir eine schöne Bühne haben. Ihr seht ja mit der Küche, dass man sich da drin wohlfühlt. Natürlich haben wir wirklich viel mehr Möglichkeiten, das ist klar. Ne? Aber wir haben das Beste daraus gemacht und immer versucht, eine schöne Bühne hinzukriegen. Und das haben auch damals die Leute auch gesagt. Das stimmt, das Bühnenbild, das war eigentlich immer klasse. Ja. Nicht ganz so aufwendig in den Anfangsjahren, aber das war schon gut. Aber was du sagtest, von wegen Kunst und so, da gab es natürlich eine Entwicklung. Also in den ersten Jahren war das Ganze wirklich stark so am Bauerntheater orientiert. Und viel von dem, was an Humor mit drin war, war halt so auf der verbalen Ebene. Also der Text, der musste lustig sein, das war die Hauptsache. Und das hat auch funktioniert, das hat auch sehr begeistert, insbesondere weil es in Mundart gebracht wurde. Und ich fand von Anfang an sehr faszinierend, dass das ein Projekt war, wo wirklich das ganze Dorf daran teilhatte. Eigentlich alle kamen zum Gucken. Das Dorf war ja noch kleiner damals, ist ja schon etliche Jahre her, aber wirklich alle waren beteiligt. Das fand ich stark. Und dass Dialekt eine Rolle spielte, das gefiel mir wahnsinnig gut. Werner, da darf ich dich nur kurz unterbrechen. Das allererste Stück, da habe ich Hochdeutsch gekaut. Und alle haben Hochdeutsch gesprochen in unserem allerersten Stück. Also ich weiß nur, ich kam dann immer erst zur Generalprobe, ne? Und dann fragte ich, und wie ist es dieses Jahr? Was für ein Licht soll ich machen? Und dann sagte Gerda, die damals die Regie machte, ja, wie, was für ein Licht? Am Anfang vom Akt machst du die Lampen an und wenn Pause ist, machst du wieder aus. Und ich fand das immer so schade und dachte, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, nur an- und ausknipsen. Und dann habe ich gefragt, habt ihr nicht mal irgendwie eine Szene, die am Abend spielt oder irgendwie am frühen Morgen? Da ist das Licht anders, ne? Nö. Also das war schon wirklich sehr, sehr viel anders. Und ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, vor 10, 12 vielleicht, wurde jemand für die Regie gesucht und ich wollte das gerne machen und dann durfte ich auch. Und dann habe ich es natürlich erstmal völlig übertrieben und habe ein Licht gemacht, das war mehr eine Disco-Beleuchtung als Theaterlicht. Aber ich wollte schon so dieses Künstlerische mit reinbringen. Also schon Schwänke spielen, ja, aber mit Anspruch. Na, mit dem Anspruch, da noch was mit reinzubringen, was halt mehr mit Theater zu tun hat und weniger mit Bauerntheater. Jetzt sind wir im Projekt Und Spruch ist Heimat. Warum spielt ihr ob Mundart? Tja, also ich bin ein ganz großer Befürworter der Mundart. Ich denke immer, oder ich sage mir immer, oder auch schon mal so unter Freunden, Brauchtum und Kultur ist unheimlich wichtig, ne, für uns alle hier. Und gerade Kölsch, das Kölsche oder das Platte hier ist schön. Ne, und es geht halt Hunger. Ne, und das muss man verhindern. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, die mit uns auf der Bühne, die sollten Platt sprechen können. Und je jünger die Leute werden, je schwieriger wird es. Ja, aber da müssen wir dranbleiben. Us Sprach ist Heimat. Woanders ist es mehr als selbstverständlich. Ein Bayer würde nie auf die Idee kommen, Hochdeutsch zu sprechen oder im hohen Norden. Da muss man nachfragen in den neuen Bundesländern. Und da wird überall mundartig kalt. Hier hat das leider manchmal auch so ein manche sagen, das ist so ein bisschen assi, aber da gibt es zweierlei Wege, die man gehen kann. Und ich bin auch immer noch dafür, dass vielleicht auch einmal die Woche in einer Grundschule oder in einer Schule ein bisschen Mundart ist. Ein Gedicht
ein Liedchen. Ne? Ja, und es sind ja auch viele Sachen, wenn ich das auf Platz sage, ist das lustig. Sag ich das auf Puditsch, kannst du es vergessen. Da geht das einfach voran. So lachende Lücker dürfen der Ausdruck. Ne? Naja, ich meine, ich bin eine Generation, ich bin ja aufgewachsen mit dem Blatt. Oma und Opa nur Blatt gegangen. Wenn der in der Huditschkalle, der erzählt, Opa, was ist das für eine. Nee, das gehört sich nicht. Also da muss Blatt gesprochen werden. Ne? Und wie gesagt, viele Sachen kommen einfach besser rüber, wenn wir in unserer Sprache sagen. Für mich hat das einen ganz persönlichen Aspekt auch. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, da kamen alle aus Mannheim. Dementsprechend wurde Mannemarisch geschwätzt. So, dann mit 6 Jahren bin ich in die Schule gekommen. Das war aber in Nürnberg. Das heißt, ich habe dann Fränkisch gelernt. Und dann mit 30 bin ich nach Köln gezogen und mit 30 kam ich hier so nach Niederelbenich. Köln war 25 Jahre, mit 30 nach Niederelbenich. Und ich glaube, dieses Eintauchen in den ortsüblichen Dialekt, das war für mich einfach so der Schritt, dazu zu gehören. Ja? Also wenn du die Sprache verstehst von den Leuten, die da zu Hause sind, so als Zugezogener jetzt, dann gehörst du dazu. Das ist ein Gefühl. Ich kann das nicht anders beschreiben, aber ich glaube, deswegen fasziniert mich das auch und ich finde Sprache einfach wunderbar. Es ist für mich ein Schatz. Wie wir hier hingetroffen sind, da sagt der Norbisch, der hat mich angehalten, auch wann der jetzt hier und so. Und ich habe mit dem Schmitz hier platt gekallt. Sagt so, ach, hätte mich, ihr kalt ja platt. Ja, ich bin ein österreichisches Mädchen, ja, kein platt. Ach, das ist ja schön. Und schon war die Sache geregelt. Ja. Es verbindet. Ne? Niklas, du bist hier der Jüngste in der Runde, wie ich das sehe. Der Jüngste, ja. Hast du das Platt zu Hause gelernt oder hast du es extra für die Bühne hier gelernt? Ja, also meine Großeltern sagten immer, nee, der Junge soll kein Platt sprechen. Mittlerweile, wenn man dann in die Pubertät kommt oder auch jetzt im Karneval, der Thomas und ich sind im selben Verein, da spricht man einfach Platt. Ich spreche mit vielen meiner Freunde Platt. Einige neue Zugezogene, die kennen es eben nicht, aber ich finde Platt ist einfach eine gute Sprache. Man kann auf Platt viele Sachen ausdrücken, die man nicht auf Hochdeutsch ausdrücken sollte, weil man dann einfach, oder man sagt was auf Hochdeutsch und derjenige fühlt sich angegriffen, sagt man es auf Platt, ist das alles locker mit Humor und ja, du weißt ja, wie ich das meine. Und das finde ich einfach was Schönes. Ne? Ja. Ich finde immer, wenn ich Platt spreche, dann kann man vieles vergessen, finde ich. Also so seine Sorgen oder seine Ängste, die man hat. Und man ist immer irgendwie in so einem lockeren Flair, finde ich. Es ist nicht so stocksteif, sondern alles ist irgendwie gemütlich und ja, gesellig. Das verbinde ich mit Platt. Ja. Im Namen des Kulturhofs Velbrück sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant mit euch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der neuen Produktion. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es ebenfalls gefallen. Wer sie jetzt mal live auf der Bühne erleben möchte, hat noch am kommenden Freitag und am kommenden Samstag dazu Gelegenheit. Am 22. und am 23. März jeweils um 19:30 Uhr spielt der Theaterverein Lampenfieber in der Dorfhalle Niederelvenich die unheimlichen Dickmacher und es gibt noch ein paar freie Plätze. Karten im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Guckt da hin, lurt euch das an, es macht Spaß. Und Sproches Heimat ist ein Projekt der Liederregion Zülpicher Börde. Der Kulturhof Velbrück dankt Lieder und außerdem seinen Sponsoren, der Sparkasse Düren, der Kreissparkasse Köln, der Kreissparkasse Euskirchen und der Sparkassenkulturstiftung Rheinland für die finanzielle Unterstützung. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht möglich.